Als ich gerade in den Raum kam und meine Kandidaten zum ersten Mal kennengelernt habe, war ich sehr positiv überrascht. Also mal wieder so ein Kessel Buntes. Das sind die Kandidaten. Yvonne aus Kulmbach. Michael aus Pirmasens. Lynn aus Flensburg. Ahmed aus Bad Zwischenahn. Daniel aus Bad Neustadt. Und Karin aus Neunkirchen. Ja, kurz vor der ersten Sendung bin ich jetzt sehr nervös, muss ich sagen. Ich wurde ganz toll empfangen vom Team und bin eigentlich gerade tiefenentspannt, komischerweise. Ich habe diese Damen gesehen, als ich hier reinkam, ne? Für diese gute Empfang. Da ist die Nervosität jetzt weg. Hoffentlich ist mein Gericht nicht so einfach, aber jetzt ist es zu spät. Ein bisschen eine gewisse Anspannung ist schon da, aber werde ich schon irgendwie schauen. Wenn ihr heute ausstellt, ist gut, ich war dabei, ich habe es gesehen. Ich glaube, ich bin heute 100% sicher. Heute habe ich kein Problem. Also jetzt momentan würde ich behaupten, ich bin safe. Ich hoffe halt nur, dass ich nicht der Erste bin, der rausfliegt. Es wird echt ein spannender Tag heute. Yeah, moin, moin, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur Küchenschlacht. Und ja, Sie spüren es, Sie hören es. Hier ist schon wieder Stimmung, als wären wir beim Boxkampf. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Sparen Sie sich noch ein bisschen Energie auf, denn gleich geht's los. Hier sind meine 6 Kandidaten, die hier um mich herum versammelt sind. So ein bisschen wie beim letzten Abendmahl, aber wir sind hier bei der Küchenschlacht. Und da haben wir 35 Minuten Zeit. Ich sage, an die Töpfe, fertig, los geht's! Das letzte Abendmahl gibt's hoffentlich noch lange nicht. Heute haben die Kandidaten erstmal ihre Leibgerichte mitgebracht. Meine erste Kandidatin, meine Damen und Herren, sie trägt einen Namen wie ein Popstar, wie ein Weltstar. Ich hoffe, dass sie auch so kocht. Großen Applaus für Lynn Harder. Ja, also ich bin Lynn Harder, ich bin gebürtige Lübeckerin, wohne seit einem Jahr in Flensburg, bin examinierte Kinderkrankenschwester und seitdem ich in Flensburg bin, studiere ich noch auf Grundschullehramt Deutsch und evangelische Theologie. Aber Lehrer ist auch nicht so einfach in der heutigen Zeit. Ne? Die haben ja alle ein Ei am Kopf, die Schüler heutzutage. Ach, Ne? sowieso. Und die Eltern ja auch. Also von daher muss man da Abstriche machen. Ich würde sagen, du verschaffst dir hier schon mal Vorschusslorbeeren. Ich kann damit umgehen, kein Problem. Ich bin gespannt, wie dein erster Elternabend verläuft, liebe Lynn. Ist noch ein paar Jährchen hin. Ist noch ein paar Jährchen hin. Und bis dahin gibt es auch noch einiges zu kochen. Weil heute bist du angetreten, um hier Großes zu leisten in der Küche. Was gibt's bei dir heute? Ich mache heute selbstgemachte Gnocchi mit einem Mandelpesto und einer Tomaten-Ricotta-Soße. Klingt lecker. Aber schmeckt es auch unserem Juror Alexander Kumpner? Ist auf jeden Fall was bei mir so ein bisschen die Kindheitserinnerungen weckt. Und also auf das freue ich mich. Das ist sowas, da freue ich mich drauf. Aber es muss gut sein. Leicht gesagt. Das stimmt. Aber worin liegen denn die Schwierigkeiten beim Gnocchi machen, Lynn? Also die Schwierigkeit beim Gnocchi machen sehe ich darin, dass es immer auf die Kartoffelsorte ankommt. Man muss da echt Glück haben. Entweder werden sie richtig gut, ja, und sonst ein bisschen Glückssache ist dabei, aber ich bin ganz optimistisch. Sollte heute gelingen. Lecker und gefährlich. Das passt auch zu dir, aber auch zu deinem Gericht. Gefährlich, weil ich mich gerade frage, Gnocchi, selbstgemacht, Teig machen, 35 Minuten, wie geht das? Ich liebe Herausforderungen und manchmal klappt es, manchmal nicht und heute hoffe ich, wird es klappen. Okay, sie hat auf jeden Fall schon mal die richtige Einstellung. Gnocchi in 35 Minuten, ne? Könnte kritisch werden. Ist aber wohl kein Problem für Lynn. Alles offenbar eine Frage der Organisation. Genau, so klein wie möglich schneiden, dass ich nachher... Das ist halt schnell gearbeitet, ne? Genau. Genau, das mache ich jetzt erst, dann lasse ich sie nachher kurz ausdampfen. Ja. Und dann mit Ei, Mehl, Muskat natürlich, ganz wichtig. Ja, also durch eine Kartoffelpresse erstmal und dann versuche ich nette kleine Klößchen zu machen. Und die würde ich im beziehenden Wasser kurz kochen und im Anschluss nochmal in der Pfanne mit Butter durchschwenken. Ja, so ganz klassisch, wie Ja, ich auch so gelernt habe. Wunderbar. Hier diese tollen Ochsenherz-Tomaten, Cœur de Bœuf. Wenn dein Kochherz so groß ist wie diese Tomate, dann Noch mache ich mir größer. keine Sorgen. Lynn, viel Spaß. Danke dir. Und kommen wir zu einem Mann, der heute hier ganz in Rot gekleidet ist und auf den ich mich sehr freue. Großen Applaus für Ahmed. Danke.
Bitte. Ahmed, du kommst woher? Ich komme aus Kurdistan. Kurdistan ist viermal geteilt. Ja. Das heißt, es gibt Teil in Irak, Teil in Türkei, großer Teil in der Türkei, Ja. in Syrien und in Iran. Ich komme von türkischer Teil, heißt Südanatolien genannt. Ne? Wow. Ich bin ein gebürtiger Kurde und gleichzeitig ein deutscher Kurde. Ich bin auch Teil Deutscher. Ja, ich bin Afro-Schwabe. Ja, Jawohl, weiß ich Bescheid. Ich habe über die gelesen. Jawohl, bist du Musiker, ja. bist du Koch, aber wir haben Ähnlichkeiten. Ne? Ich kann singen, du Also kannst gut singen. optisch auf jeden Fall, sage ich jetzt mal. denke Wobei auch. dein Haupthaar ist etwas lichter als Hier, meins. komm, ich habe 3 Frauen. Die Frauen, alles. Also damit kann ich nicht aufwarten. Respekt. Ahmeds weiblicher Fanclub. Seine Frau Fatma mit den Töchtern Dilan und Melissa. Aber keine Haare mehr. Ne? Du hast keine Sorgen. Also das mit den 3 Frauen wurde in Afrika halt verboten. Ja? Da darf man jetzt auch nur noch eine Frau haben. Ahmed, wenn du doch aus Kurdistan kommst, wirst du wahrscheinlich auch kurdische Küche heute zelebrieren, oder? Ich werde jetzt eine Bulgur, ist bekannt. Ja. Bulgur mit Linsen, Köfte heute machen. Nicht? Ja, das ist noch mal. eine vegetarische Essen. Ich übersetze nochmal Bulgur, Linsen, Köfte. Ganz genau. Da habe ich eigentlich schon das erste Problem. Köfge, das gibt es in Österreich nicht. Doch, doch. Die heißen faschierte Leiberl. In Deutschland heißen sie Fleischbällchen. Und das Gericht ist orientalisch. Ah, okay. Also das ist orientalisch. Klingt einmal sehr interessant. Also gut, ich bin echt gespannt. Ich kann mir gar nicht so viel darunter vorstellen. Das ist vegetarisch. Das ist alles Natürliches, keine fremde Sachen dabei. Alles, Sie sehen schon, alles grün. Natürlich oder anatolisch? Was ist das jetzt hier? Natürlich. Natürlich. Okay. Alles natürliche Produkte oder Zutaten. Das alles gesund ist es. Gerade das macht für Frauen, ich glaube, schlank, schön, hübsch. Man braucht gar nicht zum Apotheke gehen, zum Arzt gehen, kommen Sie zum Ahmed, Linsen, Köfte essen oder Bulgur-Köfte essen. Lynn, kommst du mal? Lynn, hast du Diese gehört? Köfte essen, Ich meine, die werden immer schöner. Entschuldigung. Du brauchst das nicht, ne, wollte ich jetzt sagen, aber wenn du nicht mehr zum Arzt gehen möchtest oder so, ne, als Krankenschwester oder so, sollst du so ein Köfte, also Ahmeds Linsenköfte probieren. Ach, seine Köfte sind besser als meine, das finden wir noch mal heraus, Ahmed, ne? Geht auf eure Seiten. Ahmed, ich komme gleich. Und dann werden wir uns noch ein bisschen über die Köfte unterhalten. Köfte kommt ja aus dem Persischen und heißt ja eigentlich zerstampft, gerieben. Das ist eine lange Geschichte, diese Köfte. Ne? Ja. Ganz früher der Menschheit... Haben wir dafür Zeit in der Küchenschaft jetzt? Für die lange, oder machst du Kurzform? Früher die Leute keine moderne Messer hatten oder sowas, ne? Die haben Hirsche getötet, Hirsch, ne? Ja. Die haben keine Maschine sowas, die haben mit Steine einfach Fleisch geklopft, ne? Und dann von Köfte geworden, ne? Auf dem Holz, auf dem Feuer gelegt, daher kommt dieser Köftername, ne? Okay. Ja, bin ich aber froh, dass wir das heute ein bisschen moderner angehen. Die Messer sind geschärft Ja, in der Gott sei Küchenschlacht. Dank. Viel Spaß, lieber Ahmed. Danke, danke, Ja? danke. Und wir haben noch eine Nachbarin sozusagen aus dem Nahen Osten hier aus Österreich, die Karin. Hallo. Herzlich willkommen. Aus welchem Teil Österreichs kommst du? Aus dem östlichen, also 60 Kilometer südlich von Wien. Okay. Wie schaut's da aus landschaftlich? Also dort, wo ich wohne, das ist die Gegend, das heißt Schneebergland. Da ist der Schneeberg, der Hört sich ist ja auch romantisch meistens mit Schnee bedeckt und der ist ca. 2000 Meter hoch und ist der höchste Berg Niederösterreichs. Was machst du da in Österreich, jobmäßig? Also ich habe bei meinem Mann gearbeitet, der war Arzt und jetzt arbeite ich bei seinem Neffen, der auch Arzt ist und ja. Okay. Also und Als dann hast, Ordinationsassistentin oder Arzthelferin oder... und dieses Köfte, das hast du auch gerade mitbekommen, ne? Das soll Ja. dich vor Krankheiten bewahren auch, ne? Du bist aber eher so eine Verfechterin der modernen Medizin wahrscheinlich, ne? Tabletten und alles oder gutes Essen vielleicht auch, ne? Eher gutes Essen. Okay. Gesundes Essen halt eigentlich wie ein Apfel pro Tag halt den Doktor. One apple a day keeps Keep the doctor away, genau, so heißt es, ganz genau. Mein Leibgericht ist Topfengrießknödel in Butterbröseln, die sind sehr wichtig, mit Zwetschgenröster. Mit diesem österreichischen Klassiker hat sie es natürlich leicht beim Wiener Jungblut Alexander Kumpner. Gut, da hat man mich gleich einmal. Also das ist ein absoluter Burner. Topfengrießknödel, mir ist da wichtig, dass die halt flaumig sind, ja? Dass da nicht zu viel Mehl drinnen ist.
glaube ich, dass man sie nicht zu stark kocht. Und ich habe das ganz gern, wenn man die Brösel richtig gut röstet und die ein bisschen dunkler sind, weil das ist einfach ein richtig guter Geschmack. Die können auseinanderfallen, weil der Teig vielleicht nicht richtig hält. Die sind noch nicht drin, ne? Ja, die sind im Kühlschrank. Ich hoffe, der wird. Ach, du hast den Teig schon fertig gemacht, Ja, ja. oder was? Den würde ich gerne mal kurz sehen. Ganz kurz. Das einzige Problem ist, glaube ich, der Topfen, fürchte ich. Ist deutscher Topfen, ne? Ob der noch hart wird. Also, Was sagst du? wird vielleicht, geht. Ist der dir zu weich, oder was? Ja, aber er muss ja noch ziehen. Ist der denn anders als der österreichische Topfen? Ja, Wie ist der? flüssiger ist der. Und unserer ist trockener. Also wir sind flüssiger als ihr. So ist es. Ich glaube, sie hatte einfach nur ein bisschen Angst, dass die Masse eventuell nichts werden könnte. Und ja, wenn ich ehrlich bin, hat sie dann, glaube ich, nach einem kleinen Grund gesucht, warum das vielleicht eventuell nichts werden könnte. Großen Applaus für Michael Schwarz. Hallo Nelson. Michael Schwarz, ne? Genau. Schwarz ist schon mal gut. Auf jeden Fall. Kennst du dich da aus, oder? Ja, es ist auf jeden Fall. Ich lebe damit sozusagen. Ne? Und sehr gut auch. Das glaube ich gern. Kochst ja auch sehr gut. Dankeschön. Michael, bei dir werde ich das erst noch herausfinden. Du kommst aus der Pfalz, ne? Genau. Wo daher? Haben wir anscheinend viele Pfälzer hier? Was ist da los? Keine Ahnung. Das war die zweite Reihe, die da gerade so spitze Schreie ausgestoßen hat. Was ist da los? Wo kommt der her? Ja. Woher? Landau, Pirmasens. Die hübschen Mädels von Landau, oder was? Pirmasens aus der schönen Südwestpfalz. Wie kommt Landau es, ist dass nicht ihr jetzt weit. seid? Kennt ihr ihn schon, oder? Leider noch nicht. Leider noch nicht, ja. Ich kann euch was sagen, er ist Single. Ja, das ist geil. Ja, jetzt könnt ihr noch mal so ein machen. Schön, dass ihr da seid. Ja, Wird mal unterbrochen. ja. Also, ich komme Pirmasens. Pirmasens aus der schönen Südwestpfalz, in der Nähe von Kaiserslautern. Bin 28 Jahre, selbstständiger Landschaftsgärtner. Was kocht denn ein Landschaftsgärtner? Was gibt's denn da? Was hat der als Leibgericht? Als Leibgericht ganz bodenständig, wie früher von Mama, Hackfleischküchlein mit Kartoffelstampf und Rahmenblattspinat. Also wirklich ein bodenständiges Gericht, ganz gemütlich. Klingt sehr gut. Sehr, ja, so ein, in Österreich sagt man gestandenes Gericht. Ja? Das ist auch sowas, wo man dann gern mal Nachschlag holt. Hinter diesem Gericht, glaube ich, eher steckt... Ich glaube trotzdem, es steckt eine Dame dahinter. Ja? Ich glaube, das ist... Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich stelle mir darunter so vor, so eine nettere Dame um die 50, 60, die das dann immer so ihren Kindern und Enkeln macht und die essen das gern und das ist dann auch so ein Leibgericht. Also es ist sowas, wo man immer dann gern zu Mama oder zu Oma kommt. Ich hoffe jetzt nicht, dass das irgendein ganz junger Bursch ist, der lügt mich dann. Da haben wir jetzt das gemischte Hackfleisch, Ja. Brötchen vom Vortag, gehackte Petersilie. Jetzt kommt die Zwiebel noch rein, die habe ich vorher etwas angeschwitzt. Du hast gerade von Mama erzählt. Ist es von ihr? Hast du auch das Kochen gelernt, oder? Ja klar, als Kind hat man da mitgekocht, war mit in der Küche, hat nebendran gesessen, hat zugeschaut, durfte helfen und dann hat man sich einiges angeeignet. Mama ist die Beste, oder? Mama ist die Beste, mit Abstand. Absolut. Ich Aber wünsche dir Oma viel ist Spaß. natürlich auch die Ja, Beste. Oma ist die zweitbeste. Ja, die Ne? sitzt auch zu Hause, freut sich. Hallo Oma, liebe Grüße in die Heimat. Ne? Ich koche für dich und du schau, dass ich weiterkomme. So, jetzt kommen wir zu Yvonne. Genau. Yvonne. Aus welcher wunderschönen Region stammst du? Aus Oberfranken. 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 Und gleich habe ich das Gefühl, dass Alexander Herrmann neben mir steht. Genau, der wohnt 10 Kilometer von mir weg. Ach so, kennt ihr euch auch? Oder? Nee, also nicht persönlich. Aber warst du schon mal bei ihm nämlich essen? nicht. Ja, Und? Geil, oder? fand ich gut, ja. Was macht man in Oberfranken als Yvonne? Beruflich jetzt? Oder, ja, also beruflich bin ich medizinische Fachangestellte in einer chirurgisch-orthopädischen Praxis. Okay, ihr seid alle irgendwie so medizinisch unterwegs da. Ja, hat sich jetzt gerade so ergeben, ja, genau. Ja, du nicht. Vielleicht heute auch noch, weiß man nicht. Kommt drauf an. Genau, Aber ich da habe alles arbeite geschnitten, ich sollte passen. in Bayreuth in einer Praxis mit 3 Ärzten und es macht mir sehr viel Spaß.
in Bayreuth in einer Praxis mit 3 Ärzten. Entschuldigung. Super, super, ich mag das. Ja, es Großartig. ist natürlich auch schlecht, als Franke dann zu versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. Das Nein, funktioniert bitte nicht. Wollen wir gar nicht, oder? Funktioniert Wir wollen, nicht. dass du die ganze Sendung über schön an Dialekt sprichst. Ja. Das ist wunderbar. Und was gibt's da heute? Also bei mir gibt es heute selbstgemachte Spätzle mit Pilzrahm und Zucchini-Salat. Toll, das ist ja eher schwäbisch, ne? Ja. Also mein Leibgericht ist es deshalb, weil ich sehr gern Pilze esse. Mein Mann gar nicht. Das ist immer so ein bisschen der Zwiespalt. Aber ja, ich koche es halt deshalb gerne, weil ich sehr gern Pilze esse. Dieses Gericht fällt einfach an der Rahmsauce, die nicht zu sterzig sein darf, soll schön cremig sein oder schlotzig sein, weil die Spätzle natürlich nachher beim Stehen noch Stärke abgeben und das Ganze binden. Das heißt, das muss wahrscheinlich eine Spur flüssiger sein, damit das dann nicht die selber gemachten Spätzle die Stärke austritt oder das Mehl noch die ganze Saft zieht. Also ich habe das Gericht schon circa 10 bis 12 Mal gekocht und für die Sendung jetzt natürlich am meisten von diesen 10 bis 12 Mal. Das könnte auf jeden Fall auch mein Lieblingsgericht sein. Und ich hoffe, dass es auch so schmeckt hinterher. Ne? Danke. Daniel, von Oberfranken ins südlich gelegene Bayern, ne? Ja, nach Unterfranken sozusagen. Ne? Also es sind 2 Franken nebeneinander. Habt ihr euch das hier. ausgedacht oder was? Nee. Also aus Unafranken, der Daniel. Ja, hallo? Ja, mein Name ist Daniel Türpitz. Ich komme aus Bad Neustadt und bin 31 Jahre alt. Bin dort in der Automotive-Industrie tätig als Qualitätsmanager. Ja, manage da einfach die Qualität sozusagen, was der Name schon sagt. Du hast schon so viel gemacht, dass ich dich jetzt erstmal frage, was es gibt. Ich habe schon versucht, so viel wie möglich zu machen. Also Fleisch habe ich angebraten. Es gibt nämlich ein Rinderfiletsteak mit Gorgonzola überbacken, dazu selbstgemachte Pommes. Gratiniertes Rinderfilet mit karamellisierten Chili-Zwiebeln und selbstgemachten Pommes frites und zweierlei Dip. Na Halleluja! Ja, also ich habe das schon mal Probe gekocht, habe es vorher auch schon einige Male gekocht, nur halt ohne diesen Zeitdruck. Die Challenge hier ist, alles in der Zeit zu schaffen. Das Zeitmanagement wird heute auch für Lyns Gnocchis entscheidend sein. Lynn, Ja. wie sieht's aus bei dir? Ja, ich habe gerade die Kartoffeln durchgepresst. Ja, Mach komm, jetzt den Teig. das machen wir mal ja, vorne. ich nehme alles mit nach vorne. Wollen wir sehen. Wir haben jetzt Gnocchi gemacht, aber bei dir Ein sieht es bisschen auch schon ganz chaotisch. schön Ja, sorry. wild aus. Sieht in meiner Küche auch nicht anders aus. Ja? Okay, da würde ich ja gerne mal Mäuschen spielen. Darfst du immer. Komm vorbei, ich kriegst ja meine Adresse. Okay, alles klar. Also ich muss natürlich sagen, so eine Einladung ist natürlich schon verführerisch. Ja, Überschrift lecker und gefährlich. Ich bin dann doch jemand, der sich nicht so gerne in Gefahr begibt. Sagen wir mal so. Ja. Das Wasser ist schon wahrscheinlich das zum Kochen. Ja, genau. Und das ist dieses kommt grad noch Tomaten. ein bisschen, also ein bisschen Art wie eine Tomatenkonfit so ein bisschen. Da kommt nachher noch Ricotta rein. Das schmeckt eigentlich noch nicht so genial. Wo ist der Ricotta? Ist hier. Der ist hier vorne. Toll. Vielleicht rühre ich den vorher noch mal glatt. Das ist mein Hobby. Nee, schmeckt nach Tomate. Ja. Ist halt ein simples Gericht, ne? So ein bisschen. Ja, Ricotta auch ein tolles Produkt, was eben durch Gerinnung von Molke gewonnen wird sozusagen. Also Molke wird Milch, also Frischrahmen hinzugefügt und dann wird es auf 90 Grad erhitzt und Säure wird hinzugegeben. Das flockt dann aus sozusagen beim Kochen. Das Ganze wird dann abgeschöpft und das ergibt diesen wundervollen Ricotta-Frischkäse. Und ja, passt natürlich perfekt zur Tomate. Ich würde mich freuen, wenn du mir noch mal Bescheid sagst, wenn du deine Gnocchi rollst, ne? So, Ahmed. So, du kommst von mir, bitte. Was hast du denn hier im lecker aussehendes im Topf? Das ist Tomatenmark von meinem Großvater, das ich geerbt habe. Das ist Ich jetzt bin gerade Generation. etwas überfordert. Ja, du hast Tomatenmark die- von deinem Großvater geerbt. Ja, nicht geerbt, Entschuldigung, so meine ich nichts, ne? Diese Tradition oder dieser Geschmack. Ja, es geht immer nach weiter, nach Generation weiter. Ne? Probier mal, diese Tomatenmark ist alles drin. Das heißt, alle Gewürze drin. Wir kaufen bei Supermarkt Tomatenmark. 1870 oder so. Ja, Toll, okay, etwa. toll. Toller Jahrgang, das Tomatenmark. Wir kaufen bei Supermarkt Schau mal Tomatenmark. deine Linsen hier. Die sind verkochen hier, ne? Nee, die sollen kochen auch.
Probier mal, ob die schon weich sind. Sollen die so weich sein? Die muss so weich sein. Probier mal, ob die schon weich sind. Das sehe ich schon. Da muss ich gar nicht probieren. Da sehe ich schon, dass die weich sind. Die müssen richtig weich sein. Guck mal, deine Frauen lachen auch schon. Die müssen richtig weich sein. Sollen die so weich sein? Ja. Ja? Ich sag dir nachher. Okay. Ich sag dir nachher. Also diese Tomatenpaste schmeckt toll, sehr original, also so anders, fremdländisch. Und das mag ich natürlich immer. Ne? Also das sind so Geschmäcker, die kann man nicht so einfach nachmachen, weil dafür braucht man einfach diesen Regionalbezug. Finde ich großartig, bin sehr gespannt. Das macht nur Fatma. Fatma? Jawohl. Komm, wenn wir die jetzt alle hier so oft angekündigt haben, dann müssen wir die auch mal begrüßen. Danke. Fatma ist deine Frau, ne? Ja. Und du bist die Tochter wahrscheinlich, ne? Okay. Und du? Auch die Tochter. Und wie viel seid ihr zu Hause? Also momentan nur 2, aber insgesamt 5. Also meine anderen Geschwister sind ausgezogen. Und auch nur Frauen, oder? Nee, und 3 Mädchen. Ah ja, dann geht das ja. Dann ist das ja einigermaßen gerecht. Und Ja. was sagt er zum Papa? Also ich bin bisher? stolz auf ihn und er kann sehr gut kochen. Er hat nur noch 8,5 Minuten Zeit. Schafft er das? Zu viel. Dann sag ihm das mal. Gib ihm jetzt mal. Mach schneller. Ja? Hast du gehört, du sollst schneller machen? Und die Linsen, sag mal jetzt mal im Ernst. Müssen die wirklich so? Ja, die müssen wirklich. Okay. So, Ahmed hat 3 Frauen und offenbar häufig recht. Nelson, da können wir noch einiges von ihm lernen, oder? Ja, absolut. Also auf jeden Fall logistisch, was Frauen angeht. Das handelt er alles sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber es ist kein Macho oder so. Er kocht ja und ich weiß auch, dass er putzt zu Hause. Ne? Und, Oh, so genau wollten wir das dann doch nicht wissen. Wie ist denn Karins Gericht so? Also man muss dann noch mit Zwetschgenröster gemeinsam probieren und mit viel Zucker noch drüber. Ja. Wie viel hast du jetzt gemacht? Wo ist der Kelle? Kelle ist da unten drunter. Wo denn? Warte mal. Eine Kelle, bitte. Hier noch eine Kelle hier. Da, guck mal, hier ist eine. Hier, schau mal. Danke. Also den Zwetschgenröster, den probiere ich jetzt aber auch, ne? Ja. Wie muss der denn sein, so ein Zwetschgenröster? Ja, eigentlich. Der ist ein bisschen leicht angesetzt, gell? Ja, ich habe ihn schon so weggestellt. Er sollte jetzt ein bisschen auskühlen. noch. Die Zwetschgen sind ja sozusagen die entfernte... Fast dünner sein, aber das ist nur das Wasser von den Zwetschgen. Die so Sind ja so entfernte von den Pflaumen. Und man nimmt diese Zwetschgen ja eigentlich für Pflaumenkuchen, weil die eigentlich in der Konsistenz, beziehungsweise auch in ihrer Textur bei Hitzezufuhr ganz bleiben, beziehungsweise ihre Form aber behalten. der Zwetschgenröster soll ganz... Die sollen aber jetzt schon so richtig weich sein. So Ne? sein, ja. Boah. Boah. Ich könnte töten dafür. So lecker ist das. Wirklich. Mein Lieber. Bei dir sieht es eigentlich auch ganz gut aus bisher, aus, ne? oder? Bin zufrieden. Hast du eine Bratprobe gemacht? Nee, ne? Machst du einfach so. Die hat Mama immer hinbekommen, die bekomme ich auch hin. Okay. Was ist mit den Kartoffeln? Was passiert damit noch? Da gibt es Kartoffelstampf, da warte ich jetzt noch kurz, dass es dann frisch ist. Das kann man schon ruhig fertig machen, so ein Kartoffelstampf. Ja, so lange habt ihr jetzt nicht mehr Zeit. Spinat, was hast du da alles drin? Schalotten angeschwitzt, dann ein bisschen Sahne dazu, jetzt der Spinat und zum Schluss kommt das Salz, weil wenn das noch ein bisschen einkocht, dass es nicht zu salzig wird. Habe ich mir mal so gedacht. Also Salz fehlt auf alle Fälle noch, hätte ich jetzt mal gesagt. Auf jeden Fall, da merkt man, dass du Sänger bist am Spinat. Daniel, bist du jetzt zufrieden mit deinen Sachen? Ja, bisher. Die Zwiebeln sind noch ein bisschen roh aus, die gell? muss ich noch ein bisschen drin lassen. Habe ich jetzt schon ein bisschen ankaramellisieren Ja. lassen. Deine Dips, sind die fertig? Die stehen da hinten, ja. Da kann man mal beigehen, oder? Ja. Sehen lecker aus. Ist das so aus deinem Grillverein so ein Rezept, oder? Teilweise. Also ich habe mir die Dips habe ich mir jetzt selber ausgedacht und das Rezept stammt eigentlich von meinem Arbeitskollegen. Okay. Und der Das heißt, ist wenn eigentlich es auch schief so geht, ist er Hobbykoch. schuld, ja? Ja, definitiv. Die Pommes? Die habe ich jetzt Das ist gerade das noch zweite Mal, rein. ne? Ja. Da kannst du vielleicht mal so ein bisschen rangehen, damit die nicht aneinander kleben. Genau. Okay. Schön. Denk dran ans Anrichten, liebe Yvonne. Ja. Was mich besonders freut, ist der Alexander Kumpner, der ist ja eine kleine Diva auch, ne? Ist ja so ein schöner, ne? Der achtet immer so auf seine Figur. Und der kriegt heute schön Kässpätzle in Rahmsoße, Fritten in Fett, ne? Schöne Frikadellen, Spinat in Rahmsoße. Ich bin ja gar nicht schadenfroh oder so, ne? Aber finde ich schön. Habe ich Salz statt Zucker verwendet. Salz? Ja, das geht ja bei Zwiebeln noch.
Ist jetzt besser? Das sollte ja doch etwas geschmackvoller sein. Also auch, da gehe ich noch mal ganz schnell zu deinen Mädels aus Pirmasens. Die waren aus Landau. Aus Landau, genau. Ah. Welche? Wer ist so dein Typ? Die sind doch alle ganz nett. Alle? Ja, die goldene Mitte, nimm die goldene Mitte. Ach so, bei 4 Mädels ist das natürlich ganz klar, wen ich da jetzt nehme. Komm. Spinat aus Pirmasens. Aus Pirmasens ist er nicht, aber von Sehr, sehr Pirmasens lecker. gemacht. Sehr, sehr gut. Gut, passt. Und er? Auch lecker, oder? Klar. Jetzt renn ich Da grad geht weg. noch was. Da geht noch was heute. Also. Wie lange habe ich noch Zeit? Ja, du hast jetzt noch 1 Minute 56. Passt das noch? Ja. Sag mal, bei dir muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay, der Bulgur ist fertig, ne? Tzatziki ist fertig. Und deine Köfte? Wo ist die? Ist fertig. Hier kommt er. Ach, was ist jetzt die Köfte? Das ist die Köfte. Das hier? Ja. Okay. Was wird da jetzt gemacht? Einfach so gerollt? Jawohl. Okay. Das heißt, du richtest jetzt schon an? Ja. Du bist schon fertig? Fast. Du hast vorhin noch so einen Gurkensalat gemacht gehabt, ne? Das ist von meinem Tzatziki, ne? Der Hier, ne? Tzatziki? Ist das hier? Da gibt es ja auch so einen Streit, ne? Wer das Tzatziki eigentlich erfunden hat, ne? Was sagst du? Tzatziki. Wer hat das erfunden? Tzatziki Griechen haben gefunden, ne, glaube ich, oder? Wer? Griechen, ne? Die Griechen? Glaube ich auch. Ich glaube, oder? Weiß ich nicht. Was meinst du denn? Oder? Das ist schön, diese Frische dazu auf jeden Fall. Die Schärfe, Gegensätze. Aber mach nicht zu viel, hör mal. Mach nicht zu viel. Ja, die Leute wollen auch, Kollegen wollen anders essen. Ja. Also, letzte Minute. Anrichten, jawohl. Das kann man auch so ein bisschen schön machen auch, ne? Ja. Bisschen was drauf machen. Knödel. Yvonne. Schön. Richtig was mal ausgedacht hier. Schnitzel, die Dips dazu. Pommes. Wo sind deine Dips? Kommen die mit auf den Teller einfach? Okay, auf geht's, komm. Jetzt noch mal ein bisschen Gas geben. Schön anrichten, konzentrieren. Die letzten Sekunden ticken herunter. Welcher Kandidat hat sich mit seinem Leibgericht übernommen? Auch in dieser Woche geht es um einen heiß begehrten Startplatz in der Champions Week. Doch für wen ist dieser Traum am ersten Tag schon zu Ende? Ein bisschen Bewegung bitte. Ahmed ist fertig. 9, Junge. 8, 7, 6, nimm. Nach vorne mit dir. 1 und Schluss. Ja, das Ziel für diese Woche ist natürlich, im Finale zu stehen. Heute hier sein und hoffentlich kommen wir weiter. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß, wie das funktioniert und ich habe mir irgendwie auch selbst bewiesen, dass ich mir sowas zutrauen kann. Und das war es eigentlich. Es ist ein Spiel eigentlich und einer muss rausfallen und wenn es so ist, dann ist es so. Schauen wir mal, ob ich dann weiterkomme. Ja. Ich glaube, ich bin heute 100% sicher. Heute habe ich kein Problem. Also jetzt momentan würde ich behaupten, ich bin safe. Dann holen wir ihn rein. Ich freue mich extrem auf den hübschen Mann aus Wien, Alexander Kumner. Also am meisten freue ich mich definitiv auf die Topfengrüne. Schwierig wird es, na nicht schwierig, aber ich glaube tricky wird es bei dem Rinderfilet, weil das relativ viele Sachen sind in der Zeit. Schwierig wird es aber auch für die Gnocchi. Und ich glaube am schwierigsten, rein zeittechnisch, hat es das Rinderfilet. Hallo zu Hause! Alexander Kumptner hat seine 2 Wackelkandidaten anhand ihrer Gerichte vor der Sendung benannt. Doch wird es tatsächlich einen von ihnen treffen? In der Küchenschlacht ist alles möglich. Und das erste Gericht sind Gnocchi mit Tomaten-Ricotta-Sauce und Mandelpesto. So, ich glaube, ich kann gleich eins vorweg sagen, die Gnocchi sind selbst gemacht, sieht man auch. Wird ich gleich Pesto, Mandelpesto. Das heißt, ich nehme an, weil Basilikum ist sicher drin, das ist ein klassisches Pesto mit Basilikum und dann halt statt Pinienkernen wahrscheinlich Mandeln. Schmeckt gut. Die Gnocchi sind angebraten. Aha, okay. Man könnte ja die Gnocchi
dann einfach nur kochen und dann durch die Sauce so schlotzig durchziehen. Oder, wie in dem Fall, sind sie noch leicht angebraten. Die Sauce ja, ist mild, aber nicht schlecht. Schmeckt frisch, passt gut zu den Gnocchi. Das ist so ein einfaches Gericht, aber Gnocchi in der Zeit machen, Hut ab. Schauen wir mal, ja? So. Gut, die Präsentation ist schon mal toll. Selbstgemachte Spätzle mit Pilzrahm und Zucchinisalat. So, also ich sehe, dass da wurden noch so ein bisschen eine Zusatzhausübung gemacht, so ein knuspriger Speck obendrauf. Die Spätzle sind sehr gut gelungen, weil das Wichtigste bei selber gemachten Spätzle, sie sind nicht zu teigig. Ja? Sie sind wirklich schön, haben eine wirklich schöne Konsistenz. Und was man auch sieht, was mir sehr wichtig ist, wenn man dann so eine Rahmsauce macht, in dem Fall Pilzrahmsauce, ist oft, dass das dann durch die frischen Spätzle so anzieht und so ein Sterz wird oder so klumpig wird. Entschuldigung, wir wollen ja nicht zu österreichisch werden. Und das ist hier aber nicht der Fall. Also es ist schön, die sind schön cremig. Das ist so ein richtig guter Hausmannsteller, aber sehr schön präsentiert. Jetzt probiere ich noch den Zucchini-Salat. Na, Moment. Der hat so eine schöne Säure. Wenn man das zusammen isst, ist das eigentlich für das, was da drauf steht, ja, sehr, sehr gut. Ja? Das ist ein einfaches Gericht oder vermeintlich einfach richtig gut gekocht. Okay, tun wir weiter. Hackfleischküchlein mit Kartoffelstampf und Rahmblattspinat. Die leichte Küche ist da heute nicht so, gell? Ja, ich finde das ist gut, dass du mal ein bisschen was auf die Rippen kriegst. So, okay. Gut. Pass auf, ich probiere das jetzt mal. Also, ich fange mal mit dem Blattspinat an. Der Rahmblattspinat, ich nehme an, der ist einfach nur kurz glasiert oder blanchiert, aber ich glaube, der ist nur angeschwenkt. Zwiebel, Schalotten. Ja, ist ein Rahmblattspinat. Er ist vielleicht eine Spur zu voluminös und zu mild. Also, er ist nicht schlecht, aber er hat ein bisschen was vom Krankenhaus. Also, na, das ist gar nicht schlimm. Meine Mama isst zum Beispiel immer sehr neu. Das heißt, dir fehlt Salz, oder wie? Ja, das kann man ja nachreichen, okay? So, gehen wir weiter. Kartoffelstampf, da ist schön Muskat drin, genug Muskat drin, dafür weniger Salz. Ja, es ist gewürzt. So. Jetzt probiere ich noch mal das Fleisch. Also sie sind auf jeden Fall saftig. Das Ganze ist gut gekocht. Der Spinat, der ist jetzt ein bisschen sehr mächtig. Das Einzige, aber das ist halt auch ein Geschmacksempfinden, es ist relativ mild gewürzt. Ja? Wenn ich das jetzt vergleiche, das... Ja, schauen wir mal weiter. Aber es ist nichts entschieden. So. Gut. Jetzt bin ich leicht überfordert. Bulgur-Linsenköfte mit Tzatziki. Kannte ich nicht, ja? Es ist ein gesundes Gericht, es ist lecker und so wie er es gemacht hat, ist es auch richtig scharf und ich glaube, dass wir noch von Alex hören werden, was deine Schärfe angeht. Ja, das ist so zum selber basteln. Oh, ho, ho. Boah, das hat sehr orientalisch. Schmeckt gut. Das
Also mein Date nachher, das kann ich mir aufzeichnen. Ja, also ich kannte das so nicht. Dieser Bulgur-Linsen Klöße, sage ich jetzt mal, schmeckt sehr orientalisch, sehr stark abgeschmeckt und gewürzt. Mit dem Salatblatt zu essen, interessant. Aber das Tzatziki braucht. Also das so zum Eintippen. Aber das hat das. Das ist so Deshalb richtig. ist es auch da. Ja. Nein, ist wirklich gut. Ganz was Eigenes, aber gut. So. Jetzt freut er sich, ne? Geil. Ja. Also, süßer Abschluss. Topfen Grießknödel mit Zwetschgenröster und Butterbrösel. Wunderschön angerichtet. Ein Applaus dafür, würde ich mal sagen. Eingang kommt aber noch, ne? Eingang hast du noch. Also fast guter Abschluss. So, schauen wir mal, ob das mit Oma mithalten kann. Das ist nicht gut. Das ist absolut geil. Also man kann auch adoptieren hier in der Küchenschlacht. Ja. Ne? Nein, gehen wir es kurz In durch. Pflege nehmen, ne? Das ist alles kein Thema. Röster, schon sehr süß, trotzdem eine Säure dabei. Wenn man das mit den Knödeln isst, das ist rund in sich, da gibt's nichts zum... Den kann ich nur mit den Bröseln essen, ja. Dann hat sie diesen Zwetschgenröster gemacht. Also so ein Zwetschgenröster, wo man, sage ich jetzt mal, kriminell werden könnte. Also ich sag mal so, ich würde dafür töten. Also der ist so genial gewesen, er war toll abgeschmeckt, er hatte eine unglaubliche Konsistenz und diese Zwetschgen, die waren so zerfallen, die waren so... Also ich könnte jetzt hier stundenlang von diesen Zwetschgen ausflippen. Also ich kann sicher schon mal sagen, dass dieses Gericht weiter ist. So. Last but not least, zum Drüberstreuen mal ein gratiniertes Rinderfilet mit karamellisierten Chili, Zwiebeln, Pommes frites und zweierlei Dip. Wow. Nicht schlecht. Da ist oben auf jeden Fall schon mal Blauschimmelkäse. Ich liebe Käse. Nein, aber natürlich probiere ich's. Wunderschön gebraten. Wunderschön. Schaut euch das an. Also ich kann nur sagen, vom Fleisch, da lacht das Herz. Ja. Gratiniert ist es auch mit Käse. Gorgonzola. Also ich muss eins sagen, ich bin nicht der große Käsefan, aber durch den Gorgonzola, dass der schön geschmolzen ist obendrauf, mit dem perfekten Gabung, kriegt das Fleisch, das ist mehr oder weniger wie ein Salzersatz, schmeckt irrsinnig gut, rund, würzig. Das hat was, das hat wirklich was. Die Pommes, es kann auch daran liegen, dass ich es jetzt am Schluss probiert habe. Die Pommes sind nicht so knusprig. Ja, so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht. Ja? Geschmacklich okay. Dieser Dip hier. Also auch wieder Knoblauch oder Bärlauch? Nee, Schnittlauch, Petersilie, Knoblauch mag sein, ja. Ja, den habe ich noch von da drüben. Und hier der zweite Dip. Das ist so salsamäßig. Gehst halt mal alleine nach Hause heute Abend. Ja? Da kannst du sicher sein, ja? Da kannst du sicher sein. Das wird heute nichts mehr. Tut mir leid.
Okay. Alles in allem, das Fleisch ist wirklich perfekt. Ja? Dieser Tipp hier dazu ist für mich schon ein vollkommenes Gericht. Das schmeckt richtig gut. Kartoffeln sind okay. Und das Ganze in der Zeit. 2 Tipps. Einmal Pommes, also eine Beilage. Gratiniertes Rinderfilet und diese Zwiebeln, die auch sehr gut sind, wenn man nicht zu viele davon nimmt, isst auch weiter. So. Ich habe jetzt eh schon so viel gelabert. Ich werde das jetzt kurz und schmerzlos machen, so leid mir das auch tut. Die Spätzle waren handwerklich super gemacht. Und wenn ich das wo zum Essen bekomme und ich sage, und ich bestelle mir Spätzle und sage, so müssen die schmecken, genau so müssen sie schmecken, Spätzle weiter. Okay, Bulgur-Linsenköpfe kannte ich so nicht. Das war einfach, wenn das ein Leibgericht ist, war es ein gut abgeschmecktes, geschmacklich gutes Leibgericht und deswegen ist es für mich weiter. Ja, heute ist so das Duell aufwendig gegen vermeintlich simpel. Es wurden alle weitergeschickt, nachher waren nur noch Michael und ich da und dann dachte ich so, ja, ist natürlich jetzt die Frage, ob er das handwerkliche Können, sage ich mal, der Gnocchi eher in den Vordergrund stellt oder das Hausmannsgericht, sage ich mal, von Michael. Ich vergleiche das jetzt noch mal kurz. Wir haben hier selber gemachte Gnocchi, was ich finde in der Zeit echt bewundernswert. Also ich glaube, ich hätte mich das nicht getraut. Kartoffel kochen, dann anrühren, dann noch mal kochen. Die Tomaten Ricotta-Sauce. Die Tomaten-Ricotta-Sauce ist ein bisschen mild mit dem Pesto. Ja, das hat aber trotzdem sehr gut geschmeckt. Hier haben wir handwerklich eigentlich in Ordnung gearbeitet. Der Kartoffelstampf ist ein bisschen neutral, die anderen Sachen sind auch neutral. Geschmacklich haben mir die Gnocchi mehr zugesagt, deswegen sind die Gnocchi weiter. Es war, glaube ich, das Abschmecken war das Problem. Ich habe einfach zu wenig gesalzen, zu wenig gepfeffert und dann war zum Schluss das Ganze ein wenig fad. Ich habe es unterschätzt zeitlich. Also es war doch so, dass die Zeit verflogen ist, aber trotzdem eine schöne Show. Ich muss sagen, ich glaube, bei Michael ist es auch so, vielleicht in einer anderen Runde wäre er auch wirklich weitergekommen. Ja. Bist du jetzt böse auf mich? Nee. Aber eine Frage noch, Michael. Was wurde aus den 3 Damen in der ersten Reihe? Die waren ja alle schneller weg, wie man schauen kann. Also keine Ahnung, wo die hin sind. Nach der fast gescheiterten ersten Show möchte ich jetzt mal richtig Gas geben. Ob Löhn Gas gibt, sehen Sie morgen in der neuen Küchenschlacht.